COVID-19 huet große Herausforderungen gestaltet, sowohl in die National- wie in die Lokalpolitik. Für allem wo und Gesundheitsverantwortliche schmengen da eng fantastisch Arbeit von den Responsables an der Santé gefordert gehen. Da muss ich noch Madame Lehnert als Gesundheitsminister felicitieren für die Arbeit, die sie gemacht hat, wie man an das Konfinement kommen sind. Und wo auch als Gemengen große Herausforderungen hatten, und du doch als Gemengen ganz viele Erfolge gemacht an der Leitung vom Bürgermeister Paul Weimarskirche, aber auch zusammen mit dem ganzen Sekretariat, mit der Equipe aus dem Atelier, mehr auch mit den Leuten, die auf der Gemeinde als Beamte arbeiten, und auch mit der CGDs. Eine weitere große Herausforderung ist, da kommt wie die erste Schule gehen, mit A- und B-Gruppe, wo man halt Schöffling mit nicht mehr wie 3 Schulen da natürlich große Herausforderungen hatten, für die Abteilung auch zu machen. Ich muss sich vorstellen, ob all die Gedanken, die sich zum Schluss gemacht hat, A- und B-Gruppe, ob die nicht von Anfang an müssen machen, weil das war wirklich eine ganz starke Herausforderung für die Gemeinde. Wir haben zu Schöffling danach eine Chance, wenn wir eine Ortschaft an einer Gemeinde an einem Punkt sind, sind andere Kollegen, die hat noch nach die aus Zerstiefer bestehen, die hat doch noch eine ganz andere Herausforderung, nämlich den Transport, für das alles organisiert zu kriegen, für Leute hin zu kriegen. Ich stelle mir vor, ob da am Ministerium am Vierfeld gelang genug darüber diskutiert wird, dass heute das müssen wir mit nah an der B-Gruppe, dass er nur pädagogisch steht, muss ein Kanner zusammenführen, kann ich verstehen, ich habe von Anfang an nicht richtig verstanden, wie wird man das mit den nah an der B-Gruppe müssen machen, weil auch an anderen Ländern gesagt wird, dass es ohne A- und B-Gruppe auch gegangen ist. Den größten Projekt im Hund, das nach eine zusätzliche Schule zu bauen, im Hund schon 3, das nach ein 4 dabei, wir denken noch schon über ein 5 noch, weil Schöffling enorm gewusst ist. Schöffling hat, wie ich die Chance hatte, an die Gemeinderat zu kommen, 1993 hat Schöffling 7.000 Einwohner, wir leihen kratzen nur an der Mauer von 12.000. Es wird also gesagt, dass Schöffling sehr gewusst ist, wo auch große Wohnungsbauprojekte da waren. Gott sei Dank, dass das ein bisschen mehr ruhig geben, wir wissen aber, dass du wirst nach immer wird weitergehen und dass für allem Schulraum ist, den es fehlt, wo wir doch am Gang sind, A, eine neue Schule zu planen, B, ein Provisorium zu machen, dann noch gleichzeitig eine andere Schule, die schon ein bisschen mehr lässt, dass wir da an die Renovierung rangehen. Aber das geht nicht von Haut auf Morgen, das kannst Planung und das kannst auch nur Bauzeit, aber für allem kannst du doch Budget und da wissen wir ja heute noch nicht, wo wir hinkommen mit dem, was Covid macht. Ich meine, dass mit der Stahlindustrie selber haben wir schon öfter gespürt, wie der Erdschmerz komplett so war. Da sind wir Männer Leute auf mit Schöffling geschafft haben, wie Tono ArcelorMittal, wie Tono ArcelorMittal, das war immer die Schöffling geprägt hat. Die komplette Stilllegung hat bei uns natürlich sentimental ganz viel los, weil Schöffling eine von den nächsten Schmelzen war, die da war, schon an den 1970er Jahren, also zu Schöffling losgegangen. Mit das war Ludo geschieht, dass die stillgelegt gehen, dass das für Schöffling auf ihr Arsch eine emole Chance, wo ich kann noch Wohnungsbau, Industrie, mit Schule, wo ich alles kann kombinieren kann. Und ich meine, dass das Projekt, den du zusammen zwischen den 2 Gemengen und noch mit ArcelorMittal am Staat gemerkt wird, dass das ein enormes Potenzial ist, dass Theorie, ich hoffe, just, dass es nicht so lange dauert. Und ich und Kollege von Dittling denke, wie lange es gedauert hat, dass besonders Gas da andrücken, dass das aber halt Schöffling sehr auf Führung geht, weil da doch für Asch auch für Schöffling eine emole Chance ist. Das ist eine andere Weise Welt wert gehen, wie wir zusammen funktionieren, wie das so der Fall ist. Hoffentlich wird das gelingen hier in Europa, dass nicht die Pandemie frisch ausbricht, wo ich ein bisschen Angst habe, wenn die Vakanzenzeit kommt, immer wo die Leute hingehen, dass wir dann beim den Virus nach Mai werden rasch leben. Dafür sind wir auch froh, dass Präparationen laufen, wenn eine zweite Welle kommt, dass wir das ernst das kann wie die erste Welle nach einem Lockdown können wir es nicht erleben.